Was gibt's noch Spannendes an die zwei, was ich Witz erzählt? Welch dämlicher Kerl! Kannst du dir vorstellen, dass er sich tatsächlich ins Schloss hineinschleichen wollte, um Prinzessin Zelda zu sehen? Wegen dieser Idioten haben sie die Bewachung von dem Schloss noch verstärkt. Okay, na dann. Ich wollte zum Prinzessin Zelda, habe die Wachen umgangen und bin durch den Burggraben geschwommen. Hey, ich war fast feier, als sie mich doch noch geschnappt haben. Ich habe ein enges Abflussloch auf der Ostseite des Schlosses gefunden und dachte, ich käme durch, aber ich blieb hängen. Okay, also, ja, ich weiß natürlich, wo ich durch muss, ungefähr zumindest. Vielleicht brauche ich ein, zwei Versuche. Aber grundsätzlich, ja, könnte man durch das Gespräch herausfinden, wo ich mal durch muss. Da ist noch Malen. Hallo. Also, suchen wir mal die Papi. Die muss ich sowieso mal gut besuchen auf ihrer Farm. Aber zuerst muss ich sie mal befreien. Ja. Aber ihn quasi zuerst mal befreien. Mal schnell das Schloss anschauen. Ich will es so ein bisschen anschauen, eigentlich. Jetzt ist schon recht viel vom Mario Schloss. Also, Mario 64 Schloss, irgendwie. Lustig. Okay, also let's go. Gehen wir mal runter. Ich glaube, ist ein bisschen hoch. Nein, es passt. Okay. Gut. Oh, ist ein bisschen hoch. Oh, nein! Okay. Ein bisschen weiter rum müssen. Weiter Bogen machen. Oh! Ich denke, das langt. Nicht. Alright. So, ich muss nochmal. Nein, nicht nochmal. Nee. So. Tuk. Rauf. Billy. Und da hinten kann ich zur einen Fee, sobald ich Bomben wieder habe, ist eben etwas von dem. Ich brauche eine Bombe, damit das überhaupt möglich ist. Jetzt, so sollte es glaube ich gehen. Was? Ah, die haben da Ohren. Okay. Shit, ich habe gemeint, es geht nur um die Sicht, es geht nicht um einen Radius, um einen Radius in der Nähe um sie. Schräg. Und dann. Komm jetzt. So. Ja, dann versuchen wir es halt nochmal. Learning by doing, hä? Ja, das ist irgendwie auch das Schöne an so Spiel. Eben, dass wenn man etwas nicht schafft, dann muss man es halt einfach nochmal machen. Scheißegal. Das geht manchmal ein bisschen verloren bei der Schwierigkeitsgrad von gewissen Games heutzutage. Das ist halt einfach so. Ja. Probierst es, machst du zum ersten Mal durch und es passt. Und wenn du mehr als eines brauchst, dann schießt es dich schon recht an. Also jetzt gehen wir ein bisschen weiter rum. Schlossgarten. Ist da so irgendetwas? Ja, so passen. Also, gut. Da unten ist sonst niemand mehr. Ah, dort muss ich ein bisschen aufpassen. Gut, da passt's. Oh, Schmetterling. Schmetterling. Ist es nicht so, dass die Schmetterlinge irgendwie zu Herzchen werden oder so? Ah, ist das noch falsch im Kopf? Ist das... Ah nein, das ist bei Mario, ja. Fuck, ja. Das ist gar nicht bei Zelda. Stimmt. Lustig. Oh, mal schauen, wie spannend das ist. 1843. Was sind's? Ah, niemand mehr da. Dort sind's, also kann man da sicher nicht durchlaufen, sondern schwimmen. Vielleicht komme ich sogar auf die 80. Dann schwimmen wir doch mal hinten. Ah, da kann ich gar nicht mehr weiter.
Warte mal. Oh shit! Ich brauche... Ah shit, das habe ich jetzt überhängt. Nein, ich kann ja noch gar nicht. Ich bin Ah, scheiße. Ah, Mist, ich komme nochmal zurück. Ja, ich habe es gerade gesehen, wieso. Ich hätte mit dem Malen am Tag noch erst müssen reden, nicht nur in der Nacht. Na gut, lass mich schnell schnappen. Hallo. Ja, ich weiß. Name des Königs. Ah, und jetzt ist natürlich Nacht. Ah, wobei... Schon davor redet. Oder einfach mit ihr hier reden. Das ist wahrscheinlich lang. Warte mal. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen? Würdest du dort meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Ja, ich habe einfach schon gesehen. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm dies hier an dich. Bewahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es gar nicht gebrauchen können. Hihi. Dilidi. Seltsames Ei. Ja, ja, mach. Mach Eis. Gut, hopp. Und zwar, da müssen wir aufs C rechts. Das sollte ich... Oh, ist aber schnell gegangen. Wieso ist es so schnell gegangen? Ah, wie es gerade Morgen geworden ist. Genau, es geht bis zum nächsten Morgen, bis es ausschlüpft. Und jetzt ist wirklich gerade Morgen. Ist natürlich auch recht. Oh, ich liebe die Musik, hey, der Soundtrack. Es hat mal ein Orchesterchor von allen Zelda-Lieder gegeben. Das habe ich mir natürlich mal gezogen und gelost. Das ist so cool. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Es war irgendein Japaner, der das orchestriert hat. Vielleicht ist es sogar auch auf Basis von dem sogar... sind auf Basis von dem sogar die Lieder gemacht worden. Das könnte auch noch sein. Ich weiß nicht, was vorher war. Zuerst war. Naja. Das wäre eigentlich auch noch geil für ein HD. Für ein HD-Remake vom Spiel, wenn statt dem Standard der Standardlieder einfach die Orchester-Remakes da wären. Das wäre witzig. 4 3 1 und kommt noch eine. Yes. Hatten wir die 80. So, du alte Schlafmütze, jetzt wecken wir dich mal. Ho, ho, hopp. Hey, wie zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Oh, verdammt nochmal. Hallo, wer bist du? Also, ich bin Talon, Besitzer der Londonfahrt. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingenickt. Nein, eingeschlafen. Was? Malen sucht doch mir? Oh, da bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Ich hatte dir doch versprochen. Oh ja, das läuft nicht gut. Das Geilste. So, jetzt ist das im Weg. Und jetzt kann ich nämlich auch loslegen. Hopp. Nein, nicht rauf. Und Eis. Nehmen wir doch seine Milchkarton und schmeißen die mal runter. Oder Kiste besser gesagt. So, einmal. Zweimal. Weil, ja, ich brauche die Kiste natürlich wieder Abstand dort über bis zum Schlupfloch ist aber zu klein. Kann ich gar nicht. Oder mag ich gar nicht über. Und genau. Jetzt nehmen wir die Kiste einfach schnell positionieren, damit ich rüberkomme.
So. Das schon so, bis heute Nacht wird. Abend. Ja, ja, müsste passen. Das ist noch nicht orange geworden. Das geht wahrscheinlich nicht mal so lang. Auf und hopp. Und kriechen. Ah, jetzt wird es gerade Abend. Passt. Düri, düri. Als Hündler sollte ich eigentlich wieder... Brauche ich eigentlich nicht mehr direkt. Ah ja, genau. Und das ist die grosse Challenge. Mit der Kamera, wenn man da keine direkte... wenn man da eine Kamera kann verändern kann. Also man muss einfach darauf hoffen, dass es passt. Und nicht ungeduldig sein, was wahrscheinlich wieder mein Problem wird sein. Also kann ich das machen gemütlich an. Hopp, ja, da komme ich durch. Einmal. Das Coole ist, dass wir natürlich wieder nicht ganz am Anfang zurück. Da gehe ich jetzt einfach hopp. Dass man da nicht wieder ganz am Anfang zurück befördert wird. Ich brauche eigentlich nicht unbedingt. Scheiß auf die Rubine, egal. La 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 la. Das ist ja voll die Klonmusik, wenn man sich so überlegt. Aber die Wachen sind auch ein bisschen gelöhnt. Ganz ehrlich. Jetzt ist die Frage, ob sich einer umdreht oder ob ich das schaffe. Das weiß ich gar nicht mehr. Nein, die sind beide im gleichen Ort. Jetzt gehen wir noch mal hin. Yes, ich schaff's. Kehrt sich nicht um. Schön, dass sie dort hinten das Wand noch anschauen. Zu meinem Vorteil. Das wäre... Ja, das wäre die letzte, tatsächlich. Schaffe ich es ab da? Ja, schieß drauf. Oh! Okay. Schnell. Ui. Puh. Ich bin gerade hinter dir und weg. Plups. Geschafft. Und machen wir schnell. Was ich jetzt auch noch brauche, ist die Ocarina. Die, was kennen jetzt geben, übrigens müssen wir ein bisschen auf die Hintergrundmelodien hören. Bei der Salia schon, also im Kokiriwald plus quasi schon im verbotenen Wald drin. Oder wenn ich mit der Salia unterwegs bin, oder jetzt auch hier bei der Zelda. Die Töne oder die Melodie ist eigentlich eine Erweiterung vom Ocarina-Song, den ich dann später spielen musste. Und das ist oft so, dass das irgendwie eine Anspielung ist auf das Ganze. Nanu? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Oh, was ist das? Das ist... eine Fee? Dann kommst du aus dem Wald. Du hast nicht auch zufällig den... So, ganz zufälligerweise den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Nur so, ganz zufällig. Ah, sicher. Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule strahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus dem Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Ich fühle
etwas... Link. Seltsam. Kommt mir so vertraut vor. Der erste Moment war, wo man sich halt göttlich darüber amüsiert, wenn man sich irgendwie Penis oder so genannt hat. Ja. Aber lassen wir das. So sei es, Link. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das doch nicht weitererzählen? Okay. Dies ist die Legende. Genau. Das Triforce vereinte die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Richtig. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Das heißt, man braucht die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Ja, logisch. Bin ich Begriff. Großartig, das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Ist ja sonst nichts Besseres zu. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ja, auf jeden Fall. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Ja, sicher. Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Also so 10 Minuten Laufzeit. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er die gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Easy Plan. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater davon. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Link, wir sind die einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Also ich eigentlich, so. Bitte. Ich glaube kein Wort mal, ich glaube es natürlich. Ich danke dir. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten.
Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn noch brauchen. Zeldas Brief. Mit ihrer Unterschrift. Ja, passt. Ich weiß ja schon, wo ich ihn wieder brauchen. Okay, let's go. Ein Vertrauter wird dich aus dem Schloss geleiten. Unterhalte dich ruhig mit ihr. Also,